Froh, die sich also muss stellen, wenn man gesehen hat, wir über Jahren stramme Wachstum und auch noch über Jahren ein Defizit, dann ist froh berechtigt, haben wir durch die stramme Wachstum, den wir gemäht haben, an den auch von dieser Regierung weiter urgepeilt wird, ist das positiv oder negativ für die Staatsfinanzen, dann muss ich einer zum Strich sagen, nein, trotzdem stramme Wachstum sind wir immer an einem negativen Resultat rankommen. Und noch die Steuerreform, die man gesagt, die können wir als leisten. Wir haben den Medien Sput geschafft. Herr Präsident, ich habe immer gemeint, an meiner Naivität, wenn er eine Sput hat, dann hat er so ein Recht. Mit der Regierung hat ein Defizit von etwas 400 Millionen auf 1 Milliarde abgedreht, und das nennt sie Sput. Aber dann hat mir allein, wenn wir 2 Milliarden Defizit hätten, dann hätte er noch viel mehr große Sput, dann hätte er noch viel mehr große Sput für können, Gelder zu verteilen. Die verteilt 3 Gelder, die man nicht tun. Die ganze Steuerreform muss man über Emprunt finanzieren. Dann hast du gesagt, die Emprunt, die sind da, für die Investitionen zu finanzieren. Aber wenn ich gucke, was den Defizit von 16 auf 17 an Blut geht am Budget, und ich gucke, was die Investitionen von 16 auf 17 an Blut gehen, da sind das 130 Millionen. Das heißt, kann ich so 130 Millionen brauchen wir für ein weiter Defizit. Mit das ändert, muss ich klar so, und das Steuerreform und das Narkosalarial, die heißt dazu feiern, dass wir 1 Milliarde Defizit am Staatsbudget haben. Und der Rapport hat gestern am Wort aber richtig geschrieben, wo seht, durch die Steuerreform steigt das Defizit jetzt kurzfristig wieder an. Da wird geschwärzt von der sozialsten Steuerreform, die jemals gemäht ging. Also ich hatte meinen Bericht noch nicht, um die Steuerreform ranzugehen. Wir werden mit 4 Redner, aber das so halt präsentiert tun, für die Stadt dann auch noch ein Kehr diskutieren. Denn Herr Gramegna so am Background den 10. Dezember, an letzter Woche noch ein an der Chambre gesagt haben, dass man halt die sozialste Steuerreform hat, die jemals gemäht gehen ist. Und Herr Gramegna hat ein Beispiel gegeben. Ihr seht, der soziale Mindestlohn kriegt 61% Steuererleichterung. Herr Berger hat das damit dann auch nach Renke gesagt. Der qualifizierte Mindestlohn 42%, an ein Einkommen von 10.000 Euro im Monat kriegt 125 Euro. Herr Präsident, ich will nun, dass jedem aufgefallen ist, dass er beim Mindestlohn von Prozenten geschwärzt wird und dass er beim Einkommen von 10.000 Euro im Monat von Euro geschwärzt wird. Das war sicherlich ein Lapsus, weil die Regierung sieht immer Vorrecht. Wir wenn ihr dann aber guckt, was denn die 61% Steuererleichterung beim Mindestlohn ausmachen, da sind das 31 Euro. Aber wenn ich gucke, geht 125 Euro bei 10.000 Euro. Steuererleichterung an Departementen, wenn in die aber dann dabei rechnet, die über das neue Steuerreform kennt, da gesehen wir, dass die Haushaltshilfe als von 3.600 auf 5.400 draufgegangen. Das sind 1.800 Euro weiter Appartement, die kriegt. 43% davon sind 774 Euro Appartementen Steuererleichterung, die ihr kriegt. Das sind 65 Euro dem Monat. Wenn guckt, was überhaupt eine Person, die so viel verdient, und Appartement kriegt, für die Putzfrau daheim zu bezahlen, das sind dann am Blick 5.400 Euro. 43%, das geht 2.150 Euro auf den Mindestlohn umgerechnet, kriegt die Person 179 Euro dem Monat, oder kann ich so 18 Stunden dem Monat Putzfrau über den Weg von den Steuern bezahlt. Wenn wir dann noch nach dem Elektroauto beiholen, was eine typisch geringe Politik ist, wo wir 5.000 Euro aufsetzen, wo aber nicht mehr die Leute mit großem Einkommen können die aufsetzen an den kleinen, den Mindestlohn oder das kleine 7. Mindestlohn 3.000 Euro, die können nicht davon auf, dass also die gerade die gering, die vernehmen als Reichen bestehen, so viel die Stimme von den kleinen Leuten kriegen, auf jeden Fall ein Abattement vom Elektroauto, das möchte bei einem Revenu von 10.000 Euro 2.150 Euro Joa
oder 170 € den Monat. Aber wenn ich dann auf dem Herr Gramenia 10% zurückkommen, da gesehen wir, dass den Mindestlohn 61%, das ist ein gewaltiger Prozentsatz und Erleichterung kriegt, das sind 38 €. An den Herr Berger hat mit gesagt, der von 10.000 €, den hat nimmer 5% Erleichterung. Wenn man das dann zusammen rechnen, was ein Direktkredit für ein Appartement, für den Haushaltshilfe, für ein Appartement, für ein Elektroauto, da kriegt dem 369 € den Monat Steuererleichterung. Also 61% mischt 38 € aus, auf 5% mischt 369 € aus. Herr Präsident, ich habe in diesem Fall lieber 5% Steuerreduktion wie 61. Und wenn man nach die anderen Appartementen gar nicht dabei gerechnet, Herr Präsident, wie Bauspuren, Pensionen, alles da. Wir sehen also, wenn wir hier von was man rechte Künstler an der Regierung haben, die in Prozente ersetzen, wenn diese arrangieren, und die teuren ersetzen, wenn diese anderen, wir wenn die zwei Sachen zusammen können, kommt das heute raus, 61% sind 38 €, auf 5% sind 369 €. Und das ist dann, wie gesagt, die sozialste Steuerreform, die jemals hier am Land gemacht ist. Herr Präsident, ein anderer Punkt, die Investitionen. Das ist richtig, dass wir hier Investitionen machen. Wenn man sie kondamniert, durch die stramme Wachstum, durch den Zuwachs von Arbeitsplätzen, durch den Druck Wohnungsmarkt, an den Infrastrukturen zu investieren, dann kommen nicht mehr nur mit den Investitionen zu finanzieren. Und das hat Jean-Claude Juncker 1990 schon in der Chambre gesagt, dass er gesagt hat, damals hat die Regierung Rechnung gelassen, herausgefunden, dass der stramme Wachstum nicht genug Geld generieren, für seine eigenen Nachfolgekosten zu finanzieren. Und das tun wir ja über all die Jahre gesehen, wenn wir am Staatsbudget defizitär sind, wir kommen nur für das zu finanzieren, was der stramme Wachstum von uns verlangt. Und dafür müssen wir investieren, aber wir kommen trotzdem nicht nur für so viel zu investieren, wie wir nach müssten investieren. Also auch der stramme Wachstum bringt uns nicht genug Suchen, für eben seine Konsequenzen zu bezahlen. Der Chômage. Der Chômage ist ein anderes Problem, Herr Präsident, wo gesagt wird, man muss den stramme Wachstum haben für Arbeitsplätze, für den Chômage Arbeitsplätze zu schaffen, für den Chômage zu bekämpfen. Herr Präsident, wir haben in den letzten 10 Jahren 100.000 neue Netto-Arbeitsplätze geschaffen. Und im 10.000 Jahre. An dem selben Zeitraum, wo wir die 100.000 Plätze geschaffen haben, ist der Chômage rückgegangen von, da muss ich mal gucken, dass ich keinen Fehler sage, von 13.000 auf 23.000, auf 23.774. Das heißt, schon mal 100.000 Arbeitsplätze an dem Zeitraum geschafft und als der Chômage an dem Zeitraum auch nach 10.000 geklommen. Also nicht dadurch, dass man massiv Arbeitsplätze schaffen, für das wir den Chômage bekämpft kriegen. Mit dem Chômage, den wir hier am Land tun, kriegen wir nicht durch massiven Zuwachs von Arbeitsplätzen geschafft. Wir kriegen, wenn wir eine ordentliche Formation machen, wenn wir als Leute so ausbilden, wie den Arbeitsmarkt braucht, das bringen wir mit verschiedenen Reformen gemacht, die auch punktuelle Lösungen bringen. Wir schaffen sie nicht, indem wir die Arbeitsplätze zu 80% mit Frontalier besetzen, wie das an der Vergangenheit der Fall war. Und als just letztes Jahr, als der Chômage 900 zurückgegangen, wir müssen aber wissen, dass man in den letzten Jahren 2015, 2016 25.000 neue Arbeitsplätze geschafft haben, an das 900 Stück zurückgegangen. Auch wenn wir das an die Relation stellen, meine ich, seht das. An dieser Legislaturperiode gehen 60.000 neue Arbeitsplätze geschaffen. Herr Gramenia hat den Tag für das Budget deponiert, als Overs am RTL auf der Television gesagt, wir schaffen dieses Jahr 15.000 Arbeitsplätze und nächstes Jahr Rimmenkehr 15.000 Arbeitsplätze. Da kann ich erinnern, dass ich damals die erste Reaktion auf den Budget und ich so, das verreckt und unverantwortlich, was wir hier machen.
Genau das ist das, was ich dummer de Menge, wenn eine Regierung mengt, sie misst ein Budget machen, die auf Rekordwurstum absetzt, wo wir wissen, was für Konsequenzen das alles haben drin hat, als mehr Probleme schafft, für ihr lest, und dürfen nicht nehmen, das verreckt und unverantwortlich, und das ist Politik von dieser Regierung. Also ich komme nach, ob als Kollegen Herrn Not zu schwätzen, dass diese Regierung radikal am maximalen Wurstum setzt, das ist einfach verreckt und unverantwortlich, das feiert Land mittel- und langfristig an eine Katastrophe haben. 60.000 neue Arbeitsplätze. Die gehen von 80% von der Frontalier besagt. Das sind 40.000 Frontalien, die man an der Legislaturperiode weiter an Land kriegen. Und die 40.000, die kommen dann zu 80% mit dem Auto schaffen. Das wissen wir alle gut. Und ein Auto, der braucht am Stau 6-7 Meter. Das heißt, wenn wir 38.000 Auto weiterkriegen, was das ausmacht, dann haben wir 260 Kilometer Stau weiter, Neues an Ofen durch Land verteilt. Nicht an einem Platz, aber durch Land verteilt, sind Neues an Ofen 260 Kilometer Autoen weiter. Das ist die Realität. Und dafür gehen die Stauen auch von Tag zu Tag mehr groß. Und auch, der wird nicht gelesen. Mit dem Tram. Übrigens sind Kollegen von der CSV, die den Tram ja gestimmt haben, an der Stadt Lützeburg, CSV, festgestellt, dass der Tram das Problem nicht löst. Wir hatten früher Volkswirtschaft, das paar Jahre mehr frei gesehen, wie mir doch schon gesagt haben, weil allen Menschen weiß, er können 3 Trammen an der Stadt in der Nähe fahren. Neben den einen, an Iveren einen, an anderen einen, dürfen geht der Stau rund um die Stadt kein Meter mehr klein. An der Stau rund um die Stadt, der wiest von Tag zu Tag. Und mit der heutigen Politik können wir machen, was wir wollen, kriegen wir den Griff da, das Problem da, nie an den Griff. Wir können Velospisten machen, was unterstützt gibt. Wir können auch Carpooling machen, wir können auch so Leute sollen sich treffen, zusammen fahren, wir können auch noch 3 Äppner feiern, für dann das besser können organisiert kriegen. Aber das ist ein Drips auf der Wärme stehen, von dem, was man von Auto durch die heutige Politik weiter an Land ranziehen, darunter wird sich nichts ändern. Und da muss ich noch die wirtschaftlichen Konsequenzen gucken von seinem Stau. Die Lützeburg schon eine Tüdel gemacht, für kurzem, wo sie sieht, dass der Stau ungefähr 200 Millionen Euro und Kosten mit sich bringen. Wirtschaftliche Kosten von den Leuten, die am Stau stehen, durch Zeitverlust, durch Benzin, den verloren geht, an Arbeitszeiten, die da verloren geht, an sich. Dabei hat sie gesagt, als immer Betriebe, Geschäftsleute, die mit der Kamion mit dir gefahren, wir sie nicht damit abbrechen. Und weil das ein Kostenpunkt, den muss der Konsument bezahlen. Weil wenn die Entreprise mit der Kamion an ihrem Auto stundenlang am Stau stehen, das muss bezahlt gehen. Und dass der Konsument, den die erbig gemäht geht, den muss das auch mal bezahlen. Also wissen wir, mit der Politik, die lo gemäht geht, gehen eben auch die Kosten an den nächsten Jahren weiter an Lot. Der Logement. Herr Präsident, als Logementsminister stehen wir hatten, ich will weiter nicht, ob hier politische Aktivitäten angehen, die so haben, wir wissen ja aber, dass man die Regierung versicht hat, irgendwie am goldenen Exil zu Dubai ändern zu kriegen. Mir auch den neuen Logementsminister, der ja mit einem formidablen Engagement rückgegangen ist, wird kürzlich gesagt, dass auch hier kein Wunder lesen. Nicht also relativ sehr festgestellt, dass dann auch nicht das Problem so sehr wert gelesen kann. Aber wenn wir so weiter wussten, wenn wir wussten, werden wir den Druck auf das Logement auch nicht losgehen. Weil wenn wir alle 10.000, 15.000 Arbeitsplätze schaffen, dann ist es ja normal, dass die Leute, die sich können leisten, auch Frontalien, die einen guten Platz haben, die sich können leisten, für zu Lützeburg nach sich ein Eigentum umzuschaffen oder lohnen zu gehen, dann die versichern sie nur, wie möglich bei der Arbeit zu kommen, weil sie wollen all da 2-3 Stunden für hin an heim am Stau zu stehen. Und dafür geht der Druck auf das Logement immer mehr groß. Die kriegen wir nicht an den Griff, das ist also auch eine Konsequenz von dem strammen Wurstum, wenn man das Problem vom Logement nicht kennt, dann geht das Problem mit Medaille. Wir haben eine an der Etude, die auch das rauskommt, dass letztes Jahr die Preise am Logement remmenke 5% gekommen sind. Das heißt, wir haben also über Jahren, all Jahres 5% an Lut.
Wenn wir hier gehen, holen ein Appartement, nicht das teuer ist, ein Appartement für 400.000 €, das geht 5% mehr teuer. Das ist eine Augmentation von 20.000 € Joa für ein Appartement mit teuer geht. Wie soll dann ein junger Koppel, sogar wenn der jetzt fertig bringt, 20.000 € am Jahr zu spüren, was viel Geld ist für einen jungen Koppel? Dann hat sie sich nicht beigeschafft. Dann hat sie just Preishaus abgefangen, die an dem Jahr stattfinden. Dafür muss man also wissen, wenn wir so weiter wissen, da bleibt der Druck bestehen. Und wir werden das Wohnungsbauproblem, egal wer so nicht an der Regierung ist, wird man nicht so sehr gelöst kriegen, wenn man nicht das Problem vom strammen Wachstum an den Griff kriegen. Pensionen, Herr Präsident. Ich schon habe über Jahren verschiedene Leute gelangweilt, weil ich praktisch alle aus der Zeit bei der Pensionen gesucht habe. Ich soll nicht das Jahr nachdenken. Aber für was soll ich das Jahr nachdenken, weil man das Jahr noch früher kürzer von der IGSS konfirmiert kriegen. Ich habe immer gesagt, Leute, die so, wir müssen eine stramme Wurst um für ein Pensionsproblem zu leiden, dass die falschesten auch so, die ich kann machen. Für ein Pensionär brauchen wir 2 Aktive. Und da wissen wir, wenn wir 200.000 Pensionäre haben, dann brauchen wir 400.000 Aktive. Wenn wir 400.000 Pensionäre haben, dann brauchen wir 800.000. Wenn wir 800.000, brauchen wir 1,6. Und dann können wir so weiterführen. Wir können unsere Fantasie freie Lauf lassen. Das ist die Realität, wie als Pensionssystem abgebaut ist. Ich habe das alles gezählt. Wenn wir nur das schon Chiffre gucken, die GSS als noch kürzlich genügt, die Renation kriegt, da stellen wir fest, dass wir das Jahr 2015 sind Chiffren knapp 400.000 Versicherte haben und 165.000 Pensionäre. Das heißt, wir haben etwas mehr wie 2 aktive Pensionären. Und dafür machen wir auch Überschuss am Blick. Und dafür haben wir dann auch 16, 17 Milliarden Überschuss, was 4,5 Mal Jahresdepensen ist. Mit die GSS sehen uns aber auch, dass wenn wir Richtung 1,1 Millionen Einwohner fuhren, an das Regierung fährt ja an die Richtung. Das ist ein Ziel, das ist ein Budget, peilt Ziel von 1,1 Millionen Einwohner und dann haben wir am Jahr 2060, muss ich vorstellen, 805.000 Versicherte hier am Land. 805.000 Leute, die schaffen, nicht die neu wohnen, das sind dann noch viel mehr. Am 500.000 Pensionären am Jahr 2060, das lässt sich ja leicht ausrechnen, wenn leider in der Moyenne 40 Jahre schaffen, wir wissen, was 2020 los schon hier am Land schafft, da wissen wir, wie viel wir 2060 da hier an der Pension. Also, seht die GSF, dann haben wir 490.000 Pensionierte gegen 805.000 Aktive, und da wissen wir, dass das System an das Füßunterschiede nicht kann halten. Aber wir wissen auch schon, Ziffern sind in der Mitte genannt, ob die noch 2-3 Jahre noch Hand regeln oder noch 4 regeln. Das ist ja unwesentlich. Ob wir 2021 um die Punkt kommen, wo die annuellen Resetten just natürlich für die annuellen Depensen zu decken, oder ob das 2024 ist, das möchte Katz kein Bockel. Wir wissen, es könnte irgendwann, aber wir wissen auch, ob 2030 oder 2035, dass wir die Reserven praktisch alle gut abgeschafft haben. Und da fand ich es unverantwortlich, dass unser Staatsminister der letzte Samstag am Background im Radio gesagt hat, trennt die Mauer als nicht für morgen. Ein Staatsminister, den so eine Vision hat, der tote weiß, und das weiß allen Mensch, dass das tote Entwicklung ist, und dann hingeht, also trennt die Mauer als nicht für morgen. Das heißt, ihr werdet ausgerechnet, wie viele Länder hier eventuell nach statistisch geht dabei sind, die nach für hindurchgehen. Aber wenn wir an die kommenden Generationen denken, dann ist das Toten, Herr Berger, die unverantwortlichste Aussage, die Staatsminister kann machen, wenn er sieht, wir brauchen nichts zu machen, weil trennt die Mauer, die Ausrecht für einen. Wir gehen heute Geld aus, ohne Rücksicht dann auf die kommenden Generationen. Dafür froh, brauchen eine stramme Wachstum für das Rentensystem auf sich als klar? Nee.
Wir dürfen nicht auf die stramme Wurstum abbauen für als Rentenversicherungssystem. Man muss ein System machen, und da sind wir alle gut gefordert. Ich komme dann noch darauf zurück. Man muss ein System machen, wo man auch ohne stramme Wurstum ein Rentensystem abbauen, der mittel- und langfristig mehr überlebbar ist. Ein weiterer Punkt, Herr Präsident, als Schere zwischen Reich und Arm, als sie mit klein oder mit groß geben. Und auch hier hat Herr Berger aus der Mitte mit Prozenten geschwärmt und gesagt, die Armutsgrenze ist gefallen von etwas über 17 oder etwas unter 17. Und das, wie ich für uns schon gesagt habe, beim Herrn Finanzminister, was für Prozente in arrangieren, dann nennen die Prozente, aber wenn Schifferen in arrangieren, dann nennen, ich bin froh, dass ich dem Herrn Berger wollte mitstellen, ich soll ihm sein Notstellen, dafür stellen ist lo, dass man es da sieht, von prozentual raufgegangen ist, wie dann zahlenmäßig, wie vielleicht effektiv in der Armutsgrenze liegen oder nicht, da stellen wir fest, dass die Zahl nicht draufgegangen ist, mit das just tut so, dass die Population an Blut gegangen ist, als der Prozentsatz draufgegangen. Aber die Zahl von den Leuten, die es mir schlechter geht, am Land schlecht geht, die als nicht, das ist also die stramme Wurstum, hat auch nicht unter Armut am Land gedeelt werden, als an den letzten Jahren, den Ausfinanz, ich kann erinnern, dass mein Band ist geteilt von 12% auf global 17% geklommen, trotzdem stramme Wurstum hier am Rand tun. Und dann hat Herr Büttel, Herr Präsident, des Samstag am Background gesagt, die letzten 3 Jahre geht es den Leuten hier am Land besser. Wo kann ein Staatsminister so etwas sagen? Die 3 letzten Jahre hat doch keine sagen, sollte ein Staatsminister sein, geht es den Leuten hier am Land besser. Richtig ist, und das weiß alle Menschen hier am Land, dass es die 3 letzten Jahre mehr Büttel besser gegangen ist. Herr Präsident, aber ob es den anderen Leuten besser gegangen ist, das ist eine andere Frage. Weil was tun die... Was wird denn Herr Berger... Soll Herr Berger etwas sagen? Ich weiß nicht, ob denn Herr Berger... Herr Berger wird nichts sagen. Herr Präsident, das ist schon schön, dass auch den Herr Gibert, der immer Referenten gerecht geht, angetreten ist, mit 5/6 Land, meint, dass es verschiedene Leute besser geht. Hin war auch den gedrängt hat, all die anderen Fraktionen, für das auch Himheim mit seiner Pension besser geht. Wir können doch das nur nehmen, eine Proposition Lorma für Ja, Herr Berger. Das ist eine Proposition, die mein Bande gemäht für Deputierten aus dem Privatsektor. Die kommt aus dem öffentlichen Sektor, dafür verhält er wahrscheinlich nicht. Die aus dem Privatsektor, die wäre stark benötigt, als in Orlona stark benötigt. Dafür Stimme, da braucht man nichts zu ändern. Dafür, Herr Präsident, wenn Herr Büttel sieht, es gibt die Leute in den letzten 3 Jahren besser gehen, davor nicht, was für Leute man die Gemeinde, was für Leute dabei kriegt an den letzten Jahren. So ein 2% TVA gekriegt. So ein Beikrieg 0,5% Krisesteuer, den sie mussten bezahlen tun. So noch 3 Jahre kein Indextranche kriegt, ob schon der Wirtschaftsminister schon für 2 Jahre gesagt hat, zu kieben lo. So auf 3 Jahre keine Anpassung von der Steuertabelle kriegt. Mammen, die ja kann er daheim selber erzählen, die Allokation, Dedikation an Maternité wäschgehen kriegt. Oder geht es den Leuten besser, die in eine Armutsgrenze fallen? Oder geht es den längerziehenden, die 50% in der Armutsgrenze fallen, geht es denen besser? Oder geht es den Familien mit mehr Kannen, geht es denen besser hier im Land? Oder die Leute, die müssen für den Mindestlohn schaffen gehen, geht es denen besser hier im Land in den letzten 3 Jahren? Oder die Leute, die müssen mehr Steuern bezahlen, die Leute, die müssen an die Grenzregion wohnen gehen, geht es all denen Leuten besser? Oder die Leute müssen 5% mehr, man hat 1 Jahr mehr bezahlen, wenn sie sich für eine Wohnung hier im Land kaufen? Geht es all denen Leuten besser? Da schwätze ich mal noch nicht von all den negativen Konsequenzen auf die Lebensqualität vom Zubetonieren, vom Land, von den Stauen. Und müssen also schon die Kilo holen, als Staatsminister, für auf der Radio zu gehen und dort zu sagen, 3 Jahre geht die Leute am Land besser. Soll also so, wem außer Himmel dann hier am Land noch besser gegangen ist an den letzten 3 Monaten. Es gibt just 2 Punkte, Herr Präsident, wo die Leute besser gegangen ist, dass die Zinsen aufgegangen sind, an den Petrolpreis darauf. Das sind die 2 Punkte, wo die Leute besser gegangen sind, mit dem Käf von Eisverbannen einen Abfluss drauf. Davon hat Käf von Eisverbannen einen Abfluss drauf. Wenn wir wirklich wollen, eine qualitative Wurstum erreichen, dann müssen wir die Bürger mit auf den Weg kriegen. Dann sind wir überzeugt, dass wir die Leute mit auf den Weg kriegen,
wenn man de Leid so ein Wetter im Spiel steht. Wenn man de Leid Klarheit hätten von den Staatsfinanzen. Wenn man de Leid nicht so und das alles an der Reihe, mir Sput geschafft, wir machen Iverschuss, wir sind den Leid nehmen, wir kein Sput geschafft, wir kein Iverschuss. Wenn den Leid erklärt, dass unser Pensionssystem so nicht kann finanziell überleben, alles das muss in der Leid soen. Wenn jemand der Geist kann, über das Land verstehen geht, das findet ihr nicht gleichzeitig eine Akzeptanz bei der Leid, die zulässt, dass das Leid so, ja, man muss umdenken, auch an unserer Konsumpolitik, an verschiedenen Politiken. Mit Leid sie berät, weil der Groß von der Leid am Land will kein, dass man halt Schulden machen, für eine Kategorie von Leuten etwas beizusetzen und das auf Kosten von den kommenden Generationen von unseren Kindern. Der Groß von der Leid am Land will das nicht.